Techt von unserer Kontribution das schon gesucht gehen, die geht um 42,7% an Luft, ohne dass wir wissen, wie die Kontribution von anderen Memberstaaten sich dort so verhält. Ich erinnere mich, in England hat noch für kurzem halt proposiert, dass man sollten die Chômage partiell von 80 auf 100% draufsetzen. Dort Koalition nicht dazu geschwert auch global nie gesagt. Du hast eine paar Millionen gegangen, hier schwätzen wir über Hunderte von Millionen und das geht dann hier so durchgewinkt. Also du sind aber Ungleichgewichte, die mir nicht ohne weiteres wollen akzeptieren. Das ist ziemlich grav, was den Herr Karteiser möchte dazu immer gesagt genauso über Europa. Ihr seht, ich hätte gesagt, wir können Kyoto heute ändern, das stimmt. Wie gibt man da normal? An seht, die Europäische Union auf der anderen Seite als eine internationale Organisation, so wie NATO, wie UNO, haben wir da schon je in Buchstaben geändert, Budget von der NATO oder von der UNO, was viel mehr grav ist, was wirklich viel mehr grav ist. Dass allkehr der Reflex durch Tanner, die mit der Familienpolitik zu kommen, für eine Rechtsstaatlichkeit vorzustellen. Ich so nicht just, Herr Karteiser, am Menge nahen. Hier an dieser Chambre, hier an diesem Land, du hast nicht Orban, Kaczynski, Karteiser mit dem Combat. Das gesehen. Aber das sind 5, 6, 7% von den Leuten. Hier an dieser Chambre bleibt es eine Minorität, eine kleine Minorität, 2020, 2030 und auch bei MW für 2050. Ich will auch sagen, dass wenn wir hier rüber schwätzen, was als Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen doch wissen, was Rechtsstaatlichkeit ist. Das ist nicht Familienpolitik. Das ist ganz klar von hier zu Lützburg, wenn eine Situation käme wie in anderen Ländern von der Europäischen Union, dass Presse nicht mehr frei ist und dass Justiz nicht mehr frei ist. Das ist Rechtsstaatlichkeit. Und dafür setzen wir uns hier an und dafür sind wir d'accord, dass effektiv die Rechtsstaatsmechanismus, dass den angesagt wird. Das ist nicht richtig, wie der Minister sieht, dass wir an internationalen Organisationen bis Kyoto geändert haben. Wir haben DAX-Budgetsverhandlungen gefeiert, zum Beispiel im Kader von der OSZE und auf anderen Plätzen, wo wir den Schlüssel so verhandelt haben, dass Lützburg mehr gerecht behandelt ist. Das ist möglich, dass der Minister das noch nicht weiß, mit der Wissen Blum, wir haben das schon DAX gemerkt. Das zweite ist die Rechtsstaatlichkeit. Da muss ich dem Minister sagen, dass wir absolut nicht als ADR irgendeine Lektion von meinem Minister Asselborn am Punkt der Rechtsstaatlichkeit brauchen. Das ist echt umgekehrt. Ich will die Stadt mal kurz erklären. Erstens, was hat Lützburger Presse heute zweimal gemerkt, das Jahr am Kader der Covid-Krise? Einmal letztes Jahr, einmal das Jahr. Zweimal hat die Lützburger Presse, der Journalistenverband, ein Kommuniqué gemacht, nur noch für kurzem, für ein paar Wochen, wo die Journalisten hier im Land gesagt haben, Presse wäre nicht da, für Pressekonferenzen zu gehen, wo die Selbstdarstellung von den Ministern gepflegt wird. Und wenn das nur ein Umgang wäre, dann ging das kritisieren, hier im Land haben wir das auch. Wie ist ein Umgang mit der Presse hier im Land? Das ist mir dann gut froh. Das Zweite, was ich will sagen, als Rechtsstaatlichkeit, das ist auch der Respekt von den Verträgen. Das heißt Subsidiaritätsprinzip, und das heißt, dass die Europäische Union, wo sie keine Kompetenzen hat, auch nicht verloren hat. Auch das ist Rechtsstaatlichkeit. Gewaltentrennung, Autonomie, da wo ich keine Kompetenzen hat, sollen sie sich raushalten. Weil sonst verstehst du die Rechtsstaatlichkeit, dann die Menschenrechte. Ich will zur Kenntnis, dass den Herr Orban kritisiert, dass gut recht. Aber ich will aber auch sagen, dass der eigene Attitüde an Eisenern zu der Rechtsstaatlichkeit auf viele Länder auf der Welt aber ein ganz anders ist. Morgen habe ich einen Artikel gelesen an der Luxemburg Times. Da steht über ihr, Herr Minister Asselborn, Asselborn also defended the use of China's social credit system. Das ist in China, wo die Leute gute Punkte kriegen, schlechte Punkte, wenn sie der kommunistischen Partei folgen, respektive nicht folgen, which ranks people according to their trustworthiness in the eyes of the party when issuing visas. Du steht also in der Presse als einen, der gut findet, was die kommunistische Partei in China mischt, wenn sie die Leute so kassiert. Ich muss sagen, da haben wir als ADR eine andere Position. Wir fanden das nicht gut. Rechtsstaatlichkeit, dann hilft auch das da. Wir wissen noch, dass die große Freunde vom türkischen Beitritt an die Europäische Union sind. Zufällig schon ich heute einen Artikel fand über das, was gerade an der Türkei geschieht. Da haben wir da Kritik von ihr scheren. Beitrittskandidat, da soll den Ömer Faruk Gergeroglu soll seinen Sitz am Parlament verlieren, an People's Democratic Party soll aus dem Parlament rausfliehen. Und wir haben irgendeine Kritik hören, dass die noch nicht mehr will, dass die Türkei Member gehen an der Europäischen Union, wir werden auch drauf. Und wir irgendeine Kritik vom Herrn Minister Asselborn hören, wo iranische Diplomaten hier am Alimer-Deler, wo Bomben überreicht haben, wo Bomben, terroristische Aktivitäten, wird an der Belgien ein Prozess gefeiert wird, mit einer Question parlamentär gefeiert, keine Reaktion vom Minister Asselborn, außer dass wir natürlich mit dem Iran am Dialog sind.
die machen Bombendeler gehen heute zu Lützeburg von iranischen Diplomaten überrecht. Als das rechtsstaatlich geht, als das Schutz von Menschenrechten Regime wie den Iran in hört, für das mit der palästinensischen Autorität, die dir immer so gerne verdedigt, wo Leute gefoltert gehen, wo Leute sommerement exekutiert gehen. Wir brauchen keine Lektionen, wenn ihr, Herr Minister Asselborn, über Rechtsstaatlichkeit oder Menschenrechte. Wir hätten gerne, dass dir als Lützeburger Minister überall nicht de poids et de mesure aufwendet, mit wanderische Menschenrechte engagiert. Und da wäre mir auf ihrer Seite, davon steht auf der ganzen Seite. Wir wissen, dass die Polen und Ungarn raussicht, weil das mit konservativ Regierungen sind. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass in Osteuropa mehr konservativ gewählt wird wie am Westen. Mit das kann sich alles ändern, auch am Westen wird in Zukunft mehr konservativ gewählt. Und wir als ADR hoffen, dass wir davon profitieren. Merci, Très bien, très bien.